Der Sommer tritt bestimmt auf. Der Morgen hat nichts Allmähliches. Schnell und kompromisslos überflutet das Licht die Berge und lässt den schattenfeuchten Überbleibseln der Nacht nicht viel Zeit. Das auf Sekunden verdichtete Geschehen zeigt, wie die Sonne in Minuten der Atmosphäre ihre Ordnung gibt. Jetzt lädt sich der Tag mit Energien. Ganz hinten im Bergündeletal steht der einzigartige Sonnenzeiger. Der Schneck wird immer als erster von den Strahlen berührt. Eisern hält sich dieses Jahr der Altschnee und ist doch nur Wasserquell für den üppigen Naturorganismus, der jetzt dem Jahreshöhepunkt entgegenstrebt. Ein lebenssattes Ganzes, so vielfältig wie die Wirrnis aus Fels, Bach und Hang. Ein in den Einzelheiten unerforschliches Mosaik der Farben und kleinen und kleinsten Regungen. Nur scheinbar verharrt der Tag in der Hitze unter der schnell hochgestiegenen Sonne. Wolkenschatten, Wind und das vielfältige Geschehen auf der Alpwiese verändern sich laufend. So hat die Bergnatur in wenigen Wochen ihren Farben- und Formenreichtum beinahe vollendet. Die Murmeltierjungen schnuppern freie Luft. Wie das neue Leben heranwächst und alles aufblüht, weckt das Gefühl, dass der Sommer noch Zeit hat. Wochen und Monate bleiben, in denen vieles geschehen und getan werden kann. Über Stunden hat sich die Atmosphäre mit der Feuchtigkeit der Erde vollgesogen. Zwischen Wolken und Luft spürt der Blick die stofflichen Schleier, aus denen der Himmel besteht. Etwas von dem, aus dem die Sommerluft gemacht ist. Dann, mit der Höhe, wird die Landschaft zusehends rauer. Hier ist einst der Gletscher abgebrochen und hat eine kantige Felsstufe hinterlassen. Darüber eröffnet sich ein Zwischenraum, noch Erde, aber schon von den Nebelschleiern und Wolken berührt. Und wie in einem Zwischenraum der Jahreszeiten liegt der See da. Der Engeratsgundsee ruht in vollkommener Stille. Aber lebhaft spielen Farben und Formen. An den steilen Mergelflanken gedeihen die berühmten Allgäuer Bergwiesen. Jetzt, im Juli noch, mit Frühjahrsblumen.
Hier stellt sich die Natur auf 2000 Metern Höhe noch einmal mit ganzer Kraft der Kalkwüste des Hochgebirges entgegen. Wolken berühren die Erde, und der Gedanke, einfach abheben zu können, erscheint gar nicht abwegig. Die Vogelperspektive aber lässt sich an solchen Tagen auch ohne spezielles Zutun gewinnen. Die Perspektive ändert sich laufend, wo der Berg immer höher führt. Das Ziel liegt dort, wo dieser Kanten Erde in der turbulenten Atmosphäre des Hochsommertags gipfelt. Sie sind die treuesten Begleiter einer Gipfelankunft und bei der Rast, in der sie mit ihren schrillen Pfiffen daran erinnern, dass die Zeit nur scheinbar stillsteht. Der Hochvogel steckt den ganzen Tag über in Wolken. So umspielt der Sommer die Dinge und den Bergsteiger, der nicht sicher weiß, ob das Wetter halten wird. Aber die Tage sind lang. Und auf langen Wegen können wir die eigene Kraft und den Tag voll ausschöpfen. Ist der eisige Bergsee für ein Bad zu kalt? Oder doch nicht? Der Bergsommer ist da, spürbar in Wind und Wolken und den Dingen, die aufgeladen sind von der besonderen Energie. Sie zieht hinauf auf die hohen Gipfel, mitten in die belebte Atmosphäre des Sommers.